Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Ach Gott. Glücklicherweise jetzt endlich raus aus dieser Rassistenausstellung hier. Mann, oh Meter, also es geht echt kaum noch heftiger, wie man einen Feind aufgrund von Volkszugehörigkeit schlecht machen kann als hier. Oh Mann. So, dann sollte ich ihn... Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Hallo, hopp. Hier habe ich alles weg. Das klingt aber nicht so gut. Elizabeth sieht auch nicht gerade so gut aus. Ups. Ah, da sind sie. Hoppla. Ups. So. Okay, Moment, so war das, genau. So. Okay. Gut, also wenn sich Elizabeth... Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Ja, also wenn sich Elizabeth irgendwo in die Ecke verzieht, dann weiß ich auch Bescheid. Jetzt gibt's wieder was auf der Deckel. Ja, wie macht sie jetzt den Modegeschmack fest? Naja. Okay, dann gehen wir erstmal zum Dollarbill. Okay. Lass mal, es mal gut sein. Munition haben wir gerade genug. Ja, ich verfüge über Barschaft, die will ich noch nicht ausgeben hier. Okay. Ist das hier die richtige Richtung? Ich glaube, ja, das ist der Eingang, oder? Auf jeden Fall haben sie hier die Statue mal wieder gut verschandelt. Die sogenannte Patriote. Schade, dass sich Patriot auch so schön auf Idiot reimt. Oh Mann. Oh Mann. Ja, wer auch immer Präzisionsgewehrmunition in die Mülltonne schmeißt, ich danke ihm auf jeden Fall dafür. Ja, nett. Reizend. Okay, Veni Vidi Vigor. Als wieder diese Krähen-Sache. Aber ich glaube, ich gehe gerade nur zum Ausgang zurück, genau. Dann sollte ich wieder so weitergehen. So. The First Lady, genau. Da geht's jetzt weiter. Aber gut, dass ich da nochmal zurück bin. So habe ich wenigstens nochmal zweimal Präzisionsgewehrmunition gefunden. So, da warten wir jetzt mal, was Slade hier bringt. Oh. Das ist wohl die ehemalige Frau von Comstock gewesen. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Und wieder muss ich die Untertitel rausmachen. Himmel, Herrgott, jedes Mal, wenn ich hier neu Spiel starte, ich muss echt mal dran denken. Audio, da war's, genau. So. Wieder erleid. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Oh Mann. Ja, der Engel, der weint. Na, da muss er Freyo sehr geliebt haben, wenn er ihr extra so unsere First Lady Ausstellung widmet. Oh, die Musik ist auch bekannt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo es ursprünglich vor... Ich glaube, das ist die Requiem-Messe. Kann das sein? Von Salieri, die Requiem-Messe? Kann das sein, dass es das ist? Auf jeden Fall ist es ein bekanntes, klassisches Stück. Was wir hier gerade hören. Aber ich glaube, es ist die Requiem-Messe von Salieri. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Scheint man wohl auch hier was als Wunder darstellen zu wollen, was kennt's war. Er wird sich noch zeigen, was da jetzt rauskommt dabei. Ich bin ja mal gespannt. Karabiner brauchen wir gerade nicht. Mit dem Präzisionsgewehr bin ich sehr zufrieden. Wieder alles so übel dargestellt, durch das Sonnenlicht natürlich auch wieder. Der Samen des Propheten. Der Prophet hat seine Saat oder seinen Samen genommen,
zu einem Rückzugsort. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Oh. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich... Du bist Comstocks Tochter. Nein, Oh, oh. unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Oh Mann, scheiße. Und Lady Fitzroy, das war die farbig, die Schwarzfrau, die man mal als Voxophonaufnahme gehört haben. Die hat wohl seine Frau getötet. Und Elizabeth scheint wohl wirklich sein Kind zu sein. Und der hat sie dann in Monument Island eingesperrt. Ach du Scheiße, und wolltest du dann zu seiner Nachfolgerin züchten? Haarnadel, da brauchen wir jetzt keinen Lockpick dafür. Siehst du es auf? Kannst jetzt einfach so knacken. Okay, was macht du dann? Der grausame Mord unserer teuren Lady Comstock durch die Anarchistin Daisy Fitzroy. Oh, die scheint die Lady wohl erdrosselt zu haben, wenn man das so sieht. Die Ermordung unserer Lady. Was ist das? Gott, hat ihr hier so irgendwie Kirche gebaut. Oh Mann. Aber so wie das hier dargestellt wird, mit der Kordel oder mit dem Stück Stoff, scheint die wohl erdrosselt worden zu sein, die Lady Comstock. Ja, hier ist nicht nur Feuer richtig, sondern einfach nur Argstrahlte mit solcher Wackeldinger. Ein Voxophon von Lady Comstock. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Okay. Boah, mit der Musik ist das aber schon ziemlich episch, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt gerade hier die ganze Spende klau, ist es immer noch episch. Oh Mann. Hier im Brunnen eventuell auch noch irgendwas zum Flattern. Ach du liebe Zeit. Jetzt dreht das Spiel aber wirklich an, mal wieder auf. Zwar noch nicht so stark wie bei der Flucht aus Monument Island, aber es ist schon gerade sehr monumental alles. Comstocks Rache. Nicht auf mich richten, das Ding. Hatte ich ja nicht vor. Der Prophet, Besitzer des Schwerts, hat seine Rache oder seinen Zorn über Daisy Fitzroy gebracht und die Vox Populi. Und er verfolgt sie immer noch bis heute. Gnadenlos. Das scheint so wohl zu sein hier, die Lady Fitzroy. Und diese hässliche Gestalt, das soll wohl diese Vox Populi sei. Alter Falter, es sieht schon ziemlich heftig aus. Gerade wie hier auch mit Licht gearbeitet wird. Wenn man hier reinkommt und so, wird er natürlich arg strahlt. Es ist schon heftig, wie die hier auch mit Licht arbeiten. Da waren professionelle Leute, die Ausstellungen konzipieren mit dabei, das sieht man. Ja, die werden hier festgehalten, hier diese Steinstatuen. Heftig, heftig. Ja genau, du gingst nicht durch. So. Der Innenhof. Meine Güte, es ist eine Ausstellung hier für die First Lady alles. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Okay. Das hat doch gleich, dass ich zu fett Ich bin. gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Ja. Da. Wow. Was war dann das? Ah, okay. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ach was. Ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung.
Alter, Elizabeth kann Risse öffnen, um Nachschubverbündete oder Deckung zu beschaffen. Schau einen Riss an und halte Sagen Sie es, wenn ich den gedrückt. Frachthaken holen soll. Alter, Fertig. Ich Alter. spüre, dass da noch mehr sind. Was kann dann das Mädel alles? Das ist ja mal Ruhig heftig. würde tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die Ja, könnten wir gegen Slades Männer einsetzen. Durch diesen Alter. Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. oh Gott. Was das Mädel alles kann. Und auch was ein Gehgeschütz. Geschütz, schnell! So. Gott, Alter. Aber ich kann immer nur entzündende Dinger. Ich kann immer nur entzündende Dinger aufrecht halten. Okay. Und... Alter Latz. Huch. Da habe ich jetzt so einen Rabatt-Dollar-Bill. Alter, Elizabeth. So was die ja fähig ist. Munition! Hier! Jupp, Bedarf? Vielen hab Dank. ich. So. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slade. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slade! Ja, also, ich muss sagen, Comstock Schoßhündchen hat sogar ganz extrem geile Tricks parat. Also so lass ich mir das gefallen, dass man die Risse sogar so wirklich verwenden können. Alter Falter, was kann immer nur ein Riss aktiv sein, wie es aussieht. Und Ich die hab sind Geld tatsächlich... Bitte. Und die sind tatsächlich auch physisch anwesend, dann die Dinger. Ja, und so ein MG-Soldat. Alter Falter, wie geil. Okay, das war nur das MG. Da können wir dann Schockjockey anwenden. Und können das dann aufmachen. So. Da hätte ich ganz gerne noch hier aber die Frachthaker. Das habe ich jetzt eigentlich nur verwendet. Hör zu, ich komme zurecht. Okay. Ah, so kann ich danach in den oberen Bereich hingehen. Okay. Wir verdienen einen Soldatentod, steht da noch. Von da kam ich, genau. Da kann ich jetzt aber auch wa? Dann kann ich mich mal hier nochmal umgucken. Ob hier aber eventuell noch was ist. Meine Fresse, also das entwickelt sich zu einer richtig dynamische Sache hier. Und Elizabeths Hilfe ist uns hier definitiv sehr willkommen, würde ich sagen. Die hat's immens drauf. Das ist der absolute Support-Charakter eigentlich. Okay, da brauchen wir auch Schockjockey. Wenn wir dann endlich mal kriegen, den Scheiß oder den Schockjockey. Muss Huch. kurz ohne mich gehen. Geht's da irgendwo rein? Aber grad Sache. Alle hopp. Da bin ich wieder. Okay, Comstock mit Lady und Kind. Comstock, der auf Columbia zeigt. Okay, ach, sehr cool dargestellt irgendwie. Ach ja. Ne, das MG mag ich nicht. Ich mag hier nochmal gucken. Der hat leider nichts, der MG-Typ. Und hier das Ding. Rabatt-Dollar-Bill. Automat leer. Ja, probieren wir es nochmal so aus. Geld spuckt auf jeden Fall aus. Schön, aber der ist derzeit leer. Na gut. Na gut, akzeptiere ich erstmal so. Heidewitzka, die man dem persönlich hier gar nicht ansehe, dass die zu sowas hier fähig ist. Wie sie da rumschleppelt. So. Halt die Augen Medizin-Kits. auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Der ist leer, aber der spuckt bestimmt auch was aus. Genau. Beni wie die Vigor. Und Beherrschung billiger. Verringert die Menge an Salzen, die nötig sind, um Beherrschung zu nutzen. Genau das verwenden wir. Ach, dieses Quellengedöns ist mir einfach noch nicht wertvoll Hier ist genug. etwas Geld.
Dankeschön. Danke. Liefert es auf Geliebten. So. Dann kann ich hier wieder den bockende Bronco nehmen. Und gucken wir nochmal ins Kinetoskop rein. Das Wort des Propheten präsentiert. Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Der Spross des Propheten wacht vom Monument Island aus über uns. Wann kommt sie zu uns? Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Das war's. Okay. Und da ist auch noch eins. Okay, die haben wir schon, genau. Das Wort des Propheten präsentiert. Was dann jetzt? Seht, das Wunderkind, eine Prophezeiung wird wahr. Nach nur 7 Tagen in Lady Comstocks Schoß kommt das Wunderkind zur Welt. Lady Comstock ist die richtige Mutter für dieses Wunder. Die Zukunft unserer großen Unternehmen liegt in ihren kleinen Händen. Fertig. Ich hoffe, ihr könnt mir das noch sehen, wenn ich die ganze Zeit diese Kinetoskope mit seiner Mülleimer-Stimme kommentiere. Aber ich versuche das so... schleppel die jetzt darum. Ich versuche das so mit seiner möglichst authentischen alte Mikrofonstimme zu sprechen. Souvenirlader. Okay, noch so eine reizende Ausstellung braucht man natürlich Souvenir. Wow, Alter. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie: Zu rar ist jener Schlag von Mann, Heulen und Schreien des Kriegswalds. Hier von Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Blechmännerbucke, dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen. Alter. Da können wir mal lieber den Waffenautomaten in Arsch. Oh. Scheiße. Ach du Scheiße. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gatling Gun hat der jetzt. Gib uns einfach, was wir brauchen. Oh ja. Oh ja, das lasse ich mir jetzt gefallen. Das ist besser als Panzerfaust gerade, das Ding. So geile viktorianische Gatling Gun. Die braucht halt immer so ein bisschen, bis er wirklich angelaufen ist. Aber dann geht die ab wie noch was. Alter, dieser Ching Chong China Mann hier wieder. Mann, ist das fertig. Okay, aber dieser mechanische Washington war jetzt auch ziemlich übel. So, hier kommen wir auch noch durch. Mit einer Haarnadel. Also da müssen wir Mal sehen, was ich tun kann. keine Lockpicks dafür verschwenden. Geschafft. Okay. So, was haben wir dann hier? Wieder ein bisschen Geld. Auch wieder ein bisschen Geld. Und da brauchen wir 5 Hier Picks. ist ein Schloss. Okay. Dann machen wir mal auf. Huch. Das ist dieses Elektro-Jockey, oder? So. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Mist. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Ja, hier liegt so überall verstreut, die Flasche, wo Schockjockey drin waren. Hier ist auf jeden Fall das Abbild. Weil wie man es auch auf der Werbung sehe hat, das ist so violetti Flüssigkeit. Tja, das scheint wohl der gute Slade mitgenommen zu haben. Oh. Gegner. Ist aber auch geil mit so einem körniger Effekt hier. Sieht schon cool aus. So, da hinten ist auch nochmal. Ja, das ist unser Salzriss. Sehr, sehr praktisch das Ganze. Okay, also irgendwas muss jetzt hier abgehen. Irgendwie die Blitze. Ist das? Slade. Er ist hier. Überwältige Slade. Dass es gerade so kracht. Ja, wo ist er dann? Na gut, komm. Feuer fliegt aus der Hand. Teufelskuss verliert Schuldige und Unschuldige. Was ist das?
Comstocks Schiffe. Oh, oh. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Alter. Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu Schrotflinte? töten wird ihm nicht reichen. Medizin. Oh nein. Ach, da Er will ist uns er. auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein! Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Oh je. Okay. Sieg ist Pflicht, ist auch nicht schlecht. So. So, it's a machine gun! Alles drauf. Okay, das Ding hat nichts mehr. So. Na gut, dann machen wir das halt auf die andere Methode. Die ist nämlich sauberer, die Methode hier. Kleiner weniger. Trifft glücklicherweise immer noch mein Schild. So. Du bist nicht der Booker DeWitt, den ich kannte! Huch. Lechmann! Ah, du aber. Lechmann! Also gosh. Mist, den treffe ich leider nicht, richtig? Vorher hat er mich noch hier als der ultimative Soldat proklamiert. Und jetzt bin ich plötzlich der Blechmann und dann schickt er aber selber einen Blechmann hier. Naja. So, wenn man einer schlauer ist, dann ihrer. Okay. So. Okay. Wo sind da noch welche von deiner Knetköpfe? Hier ist noch einer. Und nochmal in die Eier geschossen. Wo ist dann der andere Dachschädel? So. Bitte sehr! Dankeschön. So, wo ist denn jetzt der andere noch, der auf mich schießt? Ich wüsste es gern. Ah, da. Das habe ich zu bieten. Deinen Tod. Okay. Der hast du nicht auf Lager, Soldat? Da kommt er mal Jetzt komm selber. schon, DeWitt! Enttäusche die Jungs nicht! Zum Ruhme Columbias. Oh, oh. Ist doch hinter... Es klang so, als wäre was hinter mir gewesen. Okay. Für das Vaterland. Oh, oh. Frohlocke, denn der Tod hat keinen Stachel. Du Scheiße. Oh. Oh Gott. Oh, 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 oh. Scheiße. Okay, dann muss ich in die Rücke schießen, so ein Patriot. Erlaubt. In Ordnung! Dankeschön. So. Holt ihn da raus! Und... Komm schon. Falls ihr das Internetvideo kennt, it's a machine gun. Los, DeWitt! Na, André. Zeig mir, was du kannst! Okay. Na dann, blättern wir erstmal noch mal ein paar Kadaver. Also irgendwelche Sachen werden wir hier noch finden können, aber dann Leute. Schrotflintenmunition brauche ich gerade nicht. Kann ich die Dinger kaputt schießen? Nö. Leider nicht. Okay. Tja. Dann den ich erwarten muss, sage ich liebe Leute, dass ich jetzt an der Stelle mal einen Cut machen sollte. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.